So, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist der Kani, mit dabei der Corby und der Seppi. Und wir reden heute in geschwollenem Hochdeutsch über den Talkthrough im Oktober. Herzlich willkommen, meine zwei lieben Mitzocker. Hallo. Hallo, lieber Herr Kani. Hi. Wieso sprechen wir Hochdeutsch? Um an unsere Anfangsfolgen zu erinnern, in denen wir zu blöd zum Reden waren. Okay, aber sagen wir mal, das macht doch uns mittlerweile gar nicht mehr aus, oder? Wenn wir jetzt die 1000 M's reinhauen und blöd daherreden, das ist doch irgendwie langweilig. Stimmt auch wieder, ja. Das war ja fast schon da schon verschmerzt sich schon. Das war ja fast schon professionell. Nein, das wollen wir auf gar keinen Fall. Also, ich möchte auf gar keinen Fall irgendwann einmal professionell genannt werden. Außer wenn ich auf den Strich gehe und dann möchte ich professioneller genannt werden. Lass mich raten, du wolltest einfach nur mal wieder cool sein und ein neues Intro einbauen. Ja, und mir ist nichts dümmer so als ekelhaftes Hochdeutsch eingefallen. Igitt. Es liegt vielleicht daran, dass ich letzten Samstag in Minga war und ja, die Leute kennen da nicht mehr so richtig beide schmerzen. Vielleicht liegt es an dem, ich weiß nicht. Minga, Oida. Das kennen sie noch. Das Oida kennen sie noch schreien, aber dann war es auch schon wieder. Was hast du denn da? Aber ein bisschen auf ein Konzert wegen einer Musik gehört. Schön. Ja gut, das ist aber jetzt das falsche Format da, gell? Also Warum? wir wollten heute über Spiele reden, ich habe mich hier auf Spiele vorbereitet. Ich meine, das Sing-Through. Na. Ja, aber vielleicht habe ich ja wird das geheißen, singst du vielleicht auch gespielt in Minga und deswegen war das meine Einleitung. Mhm. Und, hast du es wirklich du? Nein. Idiot. Aber du hast ja nicht gewusst, ob es so ist. Also halt dein Maul jetzt. Okay, ist gut. Aber wenn du wirklich auf Spielen eingestellt warst, Corby, was hast du dann so gespielt? Ich wollte gerade sagen, wir nehmen heute am 7.11. auf und ich weiß jetzt schon, wo ihr vorhin unterwegs wart und euch das Spiel gleich mal am ersten Tag gesichert habt, weil 10% Erlös auch noch drauf ist. Hä? Heute ist der Release-Tag von Stronghold. Was hat das? Was für 10% Erlös? Ja, da gibt es 10% Rabatt auf den unglaublichen teuren Preis von 14 Euro für die Definitive Edition. Definitive Edition. Das ist Definitive. Ich hab's bis jetzt nur gekauft und installiert und hoffe, die Folge ist halt nicht allzu lang, dass ich gleich mal reinzocken kann. Aber ich habe schon gelesen, viele haben gleich geschrieben, oh, voll geil, bitte Crusader gleich noch hinterherjagen. Viele, viele gute Bewertungen. Mhm. Habe ich leider überhaupt nichts damit umgehört. Dass du ein Strategiespiel nicht spielen kannst, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt mal gar nicht. Das ist lustig aus dem Mund. Lass ihn bitte, nur weil er ist ein sehr guter Pikmin 4 Spieler. Aber hallo. Das ist doch kein Strategiespiel. Ja, selbstverständlich. Nein, kommt drauf an. Selbstverständlich ist das ein Strategy-Spiel. Ja, wirklich. Also, was mich jetzt gerade eher wundert, ist, dass der Seppi das verteidigt. Hast du etwa ihm zugeschaut beim Pikmin-Spielen oder was? Nein, ich wollte einfach nur nochmal Pikmin ins Spiel bringen, weil das ist auch eins von den Spielen, das immer wieder kommt. Dann habe ich die Gunst der Stunde erkannt. War halt sogar schon wieder dran gewesen. Na echt Okay, jetzt? das gibt's ja nicht, Überraschung. warum? Mensch. Ich habe einen brutalen Zockmarathon hinter ihr. Ich hätte alles rausgehauen, was ich jetzt nicht fertig gespielt habe. Okay. Also Zelda, Pikmin 4, Bin richtig brutal unterwegs. Octopath Aber jetzt lass Traveler 2. erst mal einen Corby sein super Strategiespiel weiter verzeihen. Gibt es noch irgendwas Tolles dazu zum Verstehen? Ja, nein, ich hab's ja noch nicht gespielt. Also von dem her, ich freue mich halt auf hochauflösende Bilder von einem uralten Spiel. Und sie haben aber sogar eine neue Kampagne mit einbaut, habe ich gelesen. Da freue ich mich natürlich. Ist das ein Remake oder wie? Da kennst du Stronghold nicht. Nein, ich spiele nur Pikmin. Seppi, aber du kennst Stronghold, oder? Ja, das ist mit Ritter und Burgen. Genau, richtig. Age of Empires praktisch. Und kleine Wuselleute, die zuhauen. Ja, genau. Geh mir doch aus.
Und da musst du gegen die Ratte kämpfen und gegen das Schwein und gegen den Wolf und so. War eigentlich eine ziemlich coole Story damals und für mich als Kind ziemlich schwer. Daher bin ich schon gespannt, wenn ich das jetzt als Erwachsener wieder spiele, wie schlecht ich dann eigentlich bin. Ja, auf das sind wir alle schon gespannt. Ja. Wenn wir haben im Talkthrough im Dezember dann, oder im November Talkthrough dann erfahren, oder? Genau, wollte ich gerade sagen. Freunden du brauchst. Mehr zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, der Chris wartet schon auf den Anruf. Ja, dann schmeiße ich mir vielleicht nur kurz, bevor ich weitergebe an jemand anderen, eine andere Spur eine. Wer von euch hat denn schon in Warcraft Rumble reingeschaut? Warcraft Rumble? Was ist das? Was ist los mit euch? Ihr kriegt ja echt gar nichts mit. Jo, schon, aber halt nur von gescheite Sachen. Ja, ich glaube, du, in deiner kleinen Welt gibt es nichts anderes außer Nintendo. Ja, PlayStation steht auch da. Warcraft Rumble ist jetzt neu rausgekommen, ganz groß angekündigt in der BlizzCon und ist ein neues Handyspiel von Blizzard. Ach, ein Handyspiel, ja, wow, super. Ganz toll, ja. Das ist genau das Format, das wir haben wollten, dass wir über Handyspiele reden können. Candy Crush kommt auch, ist auch ein Update gekommen, gell? Echt? Plants vs. Zombies gibt es sicher auch. Ja, genau. Und beim Clash of Clans gibt es jetzt auch bald ein Add-on noch dazu. Es ist ja nicht so, dass nicht einer von euch beiden mir jeden Tag irgendwie ein Bild schickt von Pokémon Go und ganz stolz immer seine Bewertungen hinterherjagt. Weiß nicht, von wem das du redest. Ja, genau, von dir, mein Junge. Keine Ahnung, spiele ich nicht. Nicht? Okay. Dann kannst du bei deinen ganzen Shinies schicken. No, hau ab jetzt. Die hab ich so fleißig gesammelt. Und außerdem hat mich das letzte Shiny Bekanntschaft gekostet, also bitte. Ja, das ist bei dir sogar so emotional, das kostet die Freundschaften. Ja, wirklich, wirklich. Das ist nicht einmal ein Witz, das ist tatsächlich. Ist einer so beleidigt jetzt auf mich gewesen, weil ich ein Shiny gefangen habe, das er haben wollte, dass er zu mir einen Kontakt abgebrochen hat. Finde ich eigentlich nur fair. Also ja, ich denke es mir auch. Ich habe eigentlich schon lange drauf gewartet, weil ich doch wirklich ein sehr begnadeter Shiny Hunter bin, wie man so schön sagt. Es hat lang gedauert, bis jetzt endlich mal irgendjemand die Hutschnur da hochgegangen ist. Aber jetzt habe ich es geschafft gehabt. Also endlich. Das steht bei dir im Lebenslauf mit drin, oder? Unter besondere Eigenschaften, Shiny Hunter. Es war übrigens ein Shiny Barschbar, war das übrigens das ausschlaggebende Shiny dann. Ja, da schaut die Geschichte schon anders aus zum Verstehen. Ja, das war schon. Ja. Aber ja, rest in peace, Friendship. Okay, aber das heißt, euch interessiert Warcraft Rumble gar nicht, dann gebe ich natürlich. Ist das sowas wie Pokémon Pinball damals auf dem Gameboy oder wie? Was ist das? Das ist ein Action-Strategiespiel, also ich hab's halt ein bisschen mit Strategiespiele. Du hast ein Set aus verschiedenen kleinen Minifiguren aus der Warcraft-Welt und die greifen halt dann an, wenn du die platzierst und es geht darum, dass du innerhalb von 3 Minuten deinen Gegner zerstörst oder du bist so schlecht, dass der Gegner dich zerstört. Das hört sich irgendwie nach Sex so. Innerhalb von 3 Minuten musst du einen vom anderen zerstören. Ich glaube, du hast nicht kapiert, wie Sex funktioniert. Ja, Falle. Also bei mir läuft das einmal, innerhalb von 3 Minuten muss einer den anderen zusammenhauen wie der Feizholzkistel. Okay. Oh Gott. Die haben offensichtlich jemand Falsches zur BlizzCon hingestellt, um das Spiel zu erklären. Vollidioten. Vollidioten. Na, aber es ist eigentlich echt ganz cool gemacht, weil also ich mag die Warcraft-Welt sehr gern. Ich habe sehr, sehr gern Warcraft 3 gespielt und mir versucht einmal in World of Warcraft zurechtzufinden, aber da war ich, glaube ich, einige Jahre zu spät dran, als dass ich das alles check. Und wenn es dann bloß so hinterherläufst, dann fühlst du dich wie so ein Pet, das einfach nur am anderen hinterherläuft und der levelt die hoch. Sind wir wieder bei dem Freunde-Ding, gell? Hahaha. Ja, das Spielprinzip ist cool. Die 3 Minuten, ja, das ist ja immer schnell um. Und bis jetzt habe ich noch nicht das Bedürfnis gehabt, dass ich unbedingt Geld investiere. Daher, ja, bis jetzt eine ganz nette Empfehlung. Mal schauen, ob ich da tatsächlich öfter mal reinschaue. Mhm. Ja, Warcraft habe ich auch mich jetzt zwar immer irgendwie interessiert, aber ich habe auch nie so die Musik gehabt, dass ich mich hinsetze und spiele das wirklich. Ja, wenn du nichts mit Strategiespielen anfangen kannst, dann wundert mich das auch nicht. Jo, Age of Empires war voll drin. Ja, die alten Warcraft waren auch geil, aber das ganze Neumod, den ich gezeigt habe, das kostet alles geknitten. Ja, wie gesagt, Strategie ist bei mir gegangen bis zu Age of Empires 2. Dann bin ich auf Pikmin umgestiegen. Also die harten dann ist richtig abgegangen. Vorgenommen. Richtig heftig abgegangen. Ja, ich finde es halt gar nicht so schlecht, dass die mal wieder ein neues Spiel raushauen, weil die haben ja jetzt schon seit einigen Jahren das, wie heißt's, Hearthstone,
das Kartenspiel ja draußen, wo ja einige kennen, die das gesuchtet haben, wie blöd. Wo ich mir denke, okay, da habe ich irgendwie nie so einen richtigen Zugang dazu gefunden. Und so finde ich das eigentlich ganz cool, weil die kleinen Figuren bewegen sich halt dann auch anders wie in Hearthstone. Wahrscheinlich bewegen die sich da auch und ich habe es bloß nicht so weit geschafft. Wie schon gesagt, bis jetzt macht es ganz Spaß, aber ich hätte natürlich lieber gehofft, sie kündigen Warcraft 4 an, anstatt ein Handygame. Wie ist denn das auf der BlizzCon überhaupt angenommen worden? Weil das letzte Mal, als Blizzard eine von seinen großen Marken als Handygame angekündigt hat, war ja fast der ganze Bude abbrennt worden. Mit Diablo Immortal. Also ich habe bis jetzt noch nichts Negatives gehört. Sie haben ja, glaube ich, noch ein DLC für Diablo 4 angekündigt, dann eine neue Erweiterung für World of Warcraft und so. Und es ist anscheinend der Schöpfer von Warcraft? Der war irgendwie mal eine Zeit lang weg und jetzt ist er wieder da und das haben sie auch ganz groß angekündigt und dadurch haben die jetzt irgendwie bei der Community wieder ordentlich punkten können. Also mit Blizzard scheint es wieder bergauf zu gehen. Bin ja gespannt. Wie lange? Genau. Wie lange es dauert, bis die nächsten Skandale wieder hochploppen, wenn es nach dem Bill Cosby Room einen Carney Room gibt. Da kämen aber mal keine Zeugen mehr raus, da wäre für den nichts fein. Sehr schön, gut. Ja, in diesem Sinne, da die sagen, Seppi, was hast denn du so gespielt? Ich hab ein bisschen was dabei. Ich hab Fake geschossen, den Monat, ganz viel. Und hab Geräte getestet und am Wochenende haben wir noch eine Serie geschaut. Silent Hill Ascension. Holy shit, ist das ein Scheißdreck. Okay, schön. Das ist, ich weiß nicht, habt ihr ja schon mal reingeschaut in das Ding? Wisst ihr, was das überhaupt ist, so grundsätzlich? War das nicht bei der großen Silent Hill Ankündigungswelle mit dabei? Naja, und da hat sich schon keiner auskennt, was das ist. Und jetzt Halloween ist dann losgegangen. Das ist eine Mischung aus interaktiver Serie und Free-to-Play-Spiel, so Mobile-Game technisch. Mhm. Du hast quasi jeden Tag kommt eine Folge um 3 in der Früh. Die dauert so zwischen 1 Minute 30 und 3 Minuten. Mega geil. Also, es ist immer eine Szene, wenn du dir vorstellst, du schaust eine Serie, kriegst aber immer nur eine Szene pro Tag. Mega geil. Bleibst voll dabei. Geil, wie viele Szenen sind es? Open End. Es wird wahrscheinlich, solange es erfolgreich ist, wird es weiterlaufen und irgendwann ist es dann gut. Also, momentan haben sie jetzt, was habe ich gesehen, ich glaube, so knapp eine Stunde auf die erste Zeit. Die ersten Folgen, glaube ich, haben sie am Stück ausgebracht, dass man ein bisschen einen Einstieg kriegt. Okay. Aber das ist ein langweiliger Mist. Ist es animiert oder? Ja? Also mit Silent Hill. Ja, das ist animiert und auch nicht gut. Es ist so bestenfalls irgendwo mittelmäßig. Animiert und Anni gut. Gut. Gefällt mir. Wenn die richtigen fetten Wortspiele ausgeballert hätte. Brutal. Richtig. Brutal, da schiebt es gerade noch. Hey, der Seppi ist voll der Rhymer. Ja, aber sind wir hier auf dem Beatbasar, oder wie? Und jedenfalls hat das lauter so behinderte Mechaniken. Du kannst quasi, wenn du live dabei bist, dann können Leute in einen Chat Emojis und Sticker einballern. Geil. Mega, mega super. Kannst du dann natürlich im Ingame-Shop auch kaufen für teuer Geld. Da kannst du dann sogar die Rahmen, die deine Sticker umranden, kannst du dann auch noch quasi kaufen, dass sie auch schön glänzen. Und lauter so ein Rotz. Gott, wer kauft denn sowas? Wer gibt denn da schon wieder Geld aus? Ich verstehe es nicht. Ja, pass auf, das ist die Mechanik dahinter ist sowieso der größte Witz. Du kannst quasi, also nach jeder Folge oder nach jeder Szene muss der jeweilige Protagonist, der da hauptsächlich vorkommt, ist eine Handvoll Leute, die da so ein bisschen eingeführt werden, der steht dann immer vor einer Entscheidung. Also jetzt am Anfang haben das noch eher so Handlungsentscheidungen, später wird das wahrscheinlich mal so um Leben und Tod gehen. Vermutlich. Und die Zuschauer haben dann quasi die Wahl, können aus 3 möglichen Varianten können sie wählen. Also du votest da quasi, gibst deine Stimme ab und je mehr, also derjenige, wo die meisten Stimmen kriegt, hat die Entscheidung, die wird dann quasi in der Serie getroffen. Aha. Läuft dann quasi je nach Entscheidung der Zuschauer läuft dann die Serie weiter. Was auch noch für sich eigentlich ganz cool war. Aber naja, wie gesagt, ist halt scheiße. Und du brauchst für diese Stimmabgaben brauchst du so Influence Points. Und die kriegst du halt durch so Sachen, wie entweder du loggst die täglich ein, dann kriegst du ein paar, machst irgendwelche so bescheuerte Minispiele, so Bilderrätsel und so ein Krampf, also wirklich unterstes Niveau.
Oder du kaufst halt die Influencer Points, kaufst einen Season Pass oder sowas für 24 Euro oder so, oder 50.000 so Punkte für 25 Euro und dann kannst du quasi deine Influence Points aus Stimmen abgeben und je mehr Punkte, dass du hernimmst bei deiner Wahl, desto gewichtiger wird deine Entscheidung, also deine Wahl. Das heißt quasi, je mehr Geld du einbombst, desto eher läuft die Serie in die Richtung, die du haben möchtest. Boah, leck, ist das schlecht bewertet. Also Entschuldigung, das schockiert mich gerade extrem. Ja, völlig zu Recht. Alter. Das ist voll die miese Pay-to-Win-Scheiße. Und na, also wenn es wenigstens, du kannst es auch anschauen, ohne dass du Geld hast, du musst da nicht abstimmen, das ist schön und recht, aber das ist halt so langweilig dann. Also ein richtiger Schuss in den Ofen bis jetzt. Gefällt mir überhaupt nicht. Na Gott sei Dank habe ich da nicht mit reingeschaut auf der Anraten. Ja, da will ich mich einmal entschuldigen, dass ich das angeboten habe. Das also, wenn man einfach nur mal danach googelt, dann 1,6 Sterne beim Google Play Store, 1,9 beim Apple, beim App Store. Das ist schon echt nicht so geil, ja, ne? Was auch noch voll der Schwan ist, wenn ich mir so eine Horrorserie anschauen möchte, dann möchte ich das, also du kannst das entweder im Browser anschauen oder auf dem Smartphone. Am Smartphone geht es ja nur, da kannst du ja quasi einen Bildschirm drehen, dann hast du Vollbild. Im Browser kannst du aber kein Vollbild machen. Das heißt, du hast immer das Browserfenster da. Was voll der Schrott ist. Da zum Anschauen einfach scheiße. Also richtig gut umsetzt dann noch zusätzlich. Ja, totaler Mist. Also für die neue Silent Hill-Welle, die fängt echt scheiße an. Das war echt. Aber das heißt, das ist im Prinzip ein Spui und es wird halt dann durch diese Abstimmungen oder durchs Geld vorangetrieben. Und ist es bei jedem dann unterschiedlich Prinzip, oder? Nein, kennst du Bandersnatch auf Netflix? Ja. Da hast du ja quasi immer entscheiden können, wo sie jetzt als nächstes tut. Ja, genau. Und so läuft es dann weiter. Das ist das gleiche Ding, gerade dass halt da halt ganz viele Leute entscheiden. Also es ist wirklich kollektiv. Das ist eine Serie. Ja, genau, es ist eine kollektive Entscheidung. Ich kann jetzt 50 Euro einballern, weil man denkt, dann geht es eher in die Richtung, aber wenn irgendjemand noch mehr Geld einballert, dann geht es aber in diese Richtung, oder? Und ich sag dann auch diese Richtung, die der andere praktisch gekauft hat. Du siehst, also du hast quasi die 3 Entscheidungen haben als Balken symbolisiert und dann siehst du so eine Prozentanzeige, wo das gerade hintendiert. Das ist immer 24 Stunden oder mal 48 Stunden ist das immer freigeschaltet. Das ist praktisch wie ein Ding, wie heißt es denn? Wo man Gebote, aber Auktion. Ja, im Prinzip schon, weil derjenige, der am meisten investiert hat, der wird dann auf diesen Balken abgebildet. Ah. Das ist dann so quasi der kleine Belohnung. Ah, okay, also ich bitte 1.000 Euro und dann ist meine Fresse unten auf dem Balken. Genau, was mega geil ist. Ja, und du kannst dann noch einen Avatar kannst du ein bisschen gestalten und ich weiß es nicht mehr, doch, ich weiß es schon wieder, das ist mir gerade wieder eingefallen. Das ist mir ganz ein cleveres System. Nee. Wenn du dann einen Season Pass kaufst, darfst auch noch an einem Gewinnspiel teilnehmen und wenn du da gewinnst, dann kommt dein Avatar in der Serie vor. Und rate mal, wirst du die Chancen für das Gewinnspiel erhöhst. Mit Wissen, mit klugen Antworten auf schwierige Fragen. Durch Geld? Ja, genau, mit Influence-Punkte kaufen. Ah, okay. Influence-Punkte. Also ich muss sagen, das reine Spielprinzip, wenn du mir einfach davor erzählst, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt mit diesem Kollektiven, weil ich es irgendwie interessant finde. Aber wenn man da so über diese Reviews drüber schaut, also dann muss das Ding ja auch nur ultra verbuggt sein. Ja, und was hat er eigentlich geschrieben? Mit Grafiken aus 2004. Cool, finde ich cool. Ja, es ist ja wirklich nicht schön. Also ich weiß nicht, was die da geritten hat, dass die so einen Rotz da hier haben. Also tut mir leid, aber da fehlen mir die Worte. Wer ist gleich wieder hinter Silent Hill? Wie heißt die Firma? Konami, aber das hat nicht Konami gemacht, das haben es, ich weiß es nicht mehr, wie die heißen. Also es ist irgendeine Entertainment-Firma, also die haben auch nicht großartige Spiele gemacht oder so. Also ich habe die vorher nie gesehen. Genvid Entertainment. Genvid, ja genau. Aber Konami hat ein Riesenproblem mit seinen Marken gehabt, oder? War das nicht Konami? Ja, das war Konami. Schon, ja. Silent Hill war ja quasi tot. Genau. Und dann haben sie es doch letztes Jahr im Oktober haben sie es ja mit den ganzen Ankündigungen wiederbelebt und ja, so fangen sie jetzt an. Dann wird das ganz schön ernst genommen, diese Wiederbelebung von meinen namhaften Marken. Ja. Eieiei, ja, ich glaube, das Remake von Silent Hill 2 von Bloober Team, das wird schon einigermaßen gut werden. Ja, ich hoffe es mal, weil auf das habe ich nämlich richtig Bock. Ja.
Aber ja, wie du schon sagst, wenn diese Silent Hill Welle gleich mal so beschissen losgeht, naja, aber sagt ja noch nichts über alles andere aus. Schauen wir mal, bleiben wir gespannt. Ascension, du hast, lassen wir dann aus. Du bleibst dran, berichtest uns jetzt jede Woche, ich bleib jeden Monat, wie mindestens 3 Jahre dran. Jeden Tag drüber wollen wir ein Update der Geschichte haben. Sehr gern. Ich werde dann auch meinen Kontostand mitteilen. Dein Influence-Kontostand. Mein Easy Credit, wie schnell, dass er verschwindet. Und wie oft das dann deine Fresse auf irgend so einen Auktionsbalken drauf, wenn wir hier wissen. Das war natürlich ein super Ziel, dass mein Avatar die ganze Zeit vorkommt. Schon, oder? Das war natürlich genial. Schon. Das sollten vielleicht kann man das durch ein paar Steady-Abos realisieren. Wer weiß. Ja, also wenn wir durch das jetzt halt 5 Dreier-Steady-Abos dazu kriegen, dann werden wir definitiv jeden Monat 10 Euro in Silent Hill Ascension. Super, genau. Wir stecken mal lieber 10 Euro in das Dreckspiel, anstatt dass wir bei den armen Cutter irgendwie finanzieren und irgendwann Kasten Bier schenken oder so. Möchtest du aufhören, oder wie? Ja, immer. Sag ich dir, bist du komm vorbei mit dem Kasten, den zeig. Ja, passt, gut. Überhaupt kein Thema. Ab, du kommst vorbei. Passt, bin ich raus. Zuerst bin ich gerade so laufen, so. Corby, du musst dir nur was sagen, ich bin ja ein gnädiger Chef. Gut. Ich bin ja ein gnädiger Chef. Wenn ihr Zeit habt dafür. Weil, wie gesagt, ich hab einen brutalen Zockmarathon hinter mir. Ich habe einiges durchgespielt. Ich bin richtig brutal gewesen jetzt da im Oktober. Ja, sag mal, was waren dabei? Das Wichtigste ist das erste Mal, dass ich endlich Tears of the Kingdom auf 100% durchgespielt habe. Ich habe es wirklich geschafft. Das ist... Ja, danke. Die Leute sollten auch unterm Fahren jetzt einmal schnell stehen bleiben und applaudieren, weil das wirklich eine Leistung ist. Dann... Warum stehen bleiben? Da verliert man nur Zeit, einfach so klatschen. Stimmt auch wieder. Geil mit dem Knie lenken. Oder wie bei South Park. Stand in das Lenkrad. Weißt du, wir haben ja leider keine genaue Zeitangabe bei der Switch. Da steht ja da, aber es steht zumindest dort 255 Stunden oder mehr. War es auf alle Fälle wert. So, und jetzt bitte sag, es ist irgendwas passiert bei 100%. Ja, ich war traurig. Weil nichts passiert ist. Ja, natürlich, was soll denn passieren? Das gleiche Wichse wie beim letzten Spiel. Das ist halt einfach nur für mich selber. Ja, so, muss ich sagen, habe ich es halt auch schon genossen, weil wer weiß, wann das nächste Zelda rauskommt. Aber wenn du das halt dann so intensiv spielst, dann fallen da schon einige Sachen auf, was du dann sagst, so groß wie die Welt ist und so viel wie auch passiert, genauso viel wird, ist aber einfach vergeben worden, vor allem mit dem Untergrund, weil ich habe ja da, ich glaube, der Enser und zum Beispiel hat der das Test hat, den Untergrund als den geheimen Superstar des Spiels beschrieben. Und da hat man jetzt so gedacht, also irgendwie, das ist einfach nur absolut riesig verschenktes Potenzial da unten, weil es ist alles irgendwie gleich, diese Minen, die du aufsuchst, die sind immer gleich. Dann hast du da unten, kämpfst du ja nochmal gegen diese 3 großen Tempelgegner, die sind ja da unten nochmal. Der Ding ist mir da schon so, warum müssen die nochmal unten sein? Warum macht man da nicht einfach eigene Gegner nochmal? Aber dann ist jeder dieser einzelnen Gegner 3-mal da unten. Also ich habe 9 Plattformen, wo es jeweils 3-mal nochmal die gleichen Gegner sind. Also was soll diese Wiederverwertung? Verstehe ich nicht. Ja gut, aber du musst also zumindest schon zugeben, man erschrickt sie im ersten Moment. Wenn man nicht damit rechnet, dann erschrickt man sie. Ja, zuerst haben wir auch schon gedacht, fuck, jetzt kommt der auf einmal nochmal. Und dann hätte man zumindest auch noch eingelassen, wenn es vielleicht wesentlich stärker gewesen wäre, damit es schwieriger und fordernder sind, aber selbst das sind sie ja auch nicht. Mhm. Das ist ja wirklich einfach nur die Gegner nochmal hergenommen und dann, wie gesagt, jeden Gegner sage ich in dem Spiel 4-mal und das ist für mich, ja, weiß ich nicht, was das soll. Und dann, wie gesagt, die ganzen Minen, wo du denkst, geil, da ist jetzt wieder so eine Mine und da ist eine Truhe. Aber es ist, also vor allem der Untergrund, der ist für mich am Ende des Tages eine ganz große Enttäuschung gewesen, bis auf die Arenen, die waren zumindest ein bisschen fordernd, vor allem die mit den Leunen. Aber das ist, da haben wir gedacht, wenn es vielleicht einfach weniger dann gemacht hätte, dann wäre es vielleicht gescheiter gewesen, wenn ich keine Lust habe, dass ich mir dann neue Gegnertypen oder sowas da überlege. Aber das ist halt dann wirklich irgendwie ein wenig billig gewesen in meinen Augen. Ja, also es ist wirklich ja ein bisschen vergeudetes Potenzial, gerade mit den Himmelsinseln und dann auch nochmal mit dem Untergrund. Also im Untergrund hätte man ja mal so geile Dungeons machen können. Voll, ja. Da hätte man richtig was machen. Also den Himmelsbereich, den finde ich richtig geil gelungen, den finde ich cool. Das ist nämlich ja immer ein bisschen so eine Kopfnuss, dass man sagt, wie komme ich jetzt zu der Insel da ganz auf, über welchen Weg. Da muss ich mich wirklich oft anstrengen und Wege finden und überlegen.
Und die sind dann auch, damit ich die erforschen kann, wenn ich mal oben bin, musst du da einmal schauen, wie kommst du zu dem anderen Punkt um und so. Also Himmelsbereich finde ich richtig geil umgesetzt, Oberwelt auch richtig geil, aber dieser Untergrund, der war für mich, wie gesagt, verschenktes Potenzial. Aber ja, ich war ganz froh, dass ich die 1000 Crocs gesammelt habe und habe wieder die gleiche Belohnung gekriegt wie im ersten Teil, einfach nur einen riesen Croc kaufen. Das war auch wieder so ein richtig schönes Fick dich von Nintendo an die Zelda-Fans. Aber wir haben es durchgezogen. Es ist einfach mega mies. Jawohl, das ist echt voll. so, oh Gott, bist du blöd, echt, hier kriegst du einen goldenen Kackhaufen, du Kackhaufen. Echt, du hast nichts besser mit deiner Zeit zum Anfangen oder Trottel da und kriegst einen riesen Kackhaufen. Das Schlimme war, ich war ewig lang bei 98,95% und da ist mir noch ein Krog abgegangen und dann so ein Handvoll Kleinigkeiten. Und dann habe ich so interaktive Karten ausgesucht und dann habe ich 4-mal diese 1000 Crocs auf diese interaktiven Karten mit meiner abgeglichen und durchklickt und abgeglichen und durchklickt. Und ich kruzifix, ich klicke alle durch und es ist dann weg, aber irgendwie klicke ich anscheinend irgendwo zweimal auf und drauf und hab's aber nie kapiert, wo. Und dann bin ich mit dem Ding durchgegangen, also Spätzl gekommen, der hat mir praktisch, das war dann mein Koordinator, der hat mir dann mit dem Lösungsbierchen hat er gesagt, okay, da nach links, da auf und da um, dass man so nicht wegklickt, dass die da bleiben. Und dann war es tatsächlich so, dass irgendwo direkt so, einer ist oben und einer ist direkt drunter. Und ich hab das beim Klicken, habe ich den halt immer weggeklickt und hab dann, da der aber auf der gleichen Steil drunter ist, habe ich halt dann nochmal hingeklickt und hab das irgendwie nicht richtig umrissen, weil da nämlich wirklich 2 übereinander waren. Da habe ich gesagt, ja okay, beim 5. Mal durch, der 1000 Crocs, haben wir den einer dann gefunden, hat dann endlich passt, weil ich war schon kurz davor, dass ich sage, okay, fick dich, jetzt bin ich bei 98,95%, dann soll es halt diesmal nicht 100 sein. Dann habe ich den einer Croc gefunden, dann hat es mich wieder gepackt, dass ich den restlichen Prozent noch mache. Und das Schlimme ist, da ist ja alles so, oder fast alles, was du sammelst, zeigt ja immer nur 0,04%. Die ganzen scheiß Crocs, die waren ja auch schon, das waren ja schon wieder fast die Hälfte vom Spielfortschritt mit 40%. Das ist schon brutal. Das ist echt so, das verstehe ich überhaupt nicht. Warum das so viel, warum das so machen, das verstehe ich überhaupt nicht, weil es halt eigentlich gar nichts bringt, die Dinge zum Sammeln. Warum die so einen großen Anteil an dieser Prozentzahl dann haben, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ansonsten, weiß ich nicht, das Kampfsystem, ich komme mit dem Kampfsystem, es war aber auch schon bei Breath of the Wild auch so. Das Kampfsystem, mit dem komme ich nicht mehr so klar wie mit den Teilen davor. Irgendwie steuert sie das nicht mehr so schön, finde ich, wie früher. Das stimmt. Das ist mir aufgefallen. Es liegt schon, aber vielleicht ein bisschen daran, dass du ja älter wirst. Nein. Es ist ein bisschen klobig, finde ich. Ja, genau. Es ist echt irgendwie ein bisschen komisch und früher hast du jetzt schon blocken können. Das hat oft irgendwie viel geschmeidiger funktioniert, als es jetzt eben bei Breath of the Wild und bei Tears of the Kingdom bei beiden der Fall war für mich, dass ich da nicht mehr so einen geschmeidigen Kampffluss reingekriegt habe, wie es bei den ganzen vorherigen Teilen immer gehabt habe. Ja, ignoriert jetzt gerade nur meinen Alterskommentar, weil es genau wisst, dass so ist. Wer hat es denn für dich nicht durchgespielt? Nein, ich hab's selber durchgespielt. Ich bin ja viel, viel jünger wie ihr. Schnipp, schnipp. Genau, schnipp. Ja, und dann da merkst du, und man hat halt wirklich gemerkt, wenn es richtig zugeht auf den Karten, wenn du dann mal in irgendeine große Monsterherde reingekrumpelt bist, dann hast du gemerkt, dass mit dem Spiel die Switch komplett an ihre Grenzen jetzt gekommen ist. Das war. Jetzt hat's geruckelt. Ja, da hat es ein paar Mal sauber dann zum Ruckeln angefangen. Da hat es also eine Nebenquest gegeben. Da bist du immer zu irgendeiner Söldnertruppe gekommen und die haben irgendein Monsterlager überfallen und da ist halt dann oft einmal richtig zugegangen. Also waren coole Missionen, aber oft einmal nicht schön zum Spielen, weil es gar so geruckelt hat. Aber im Großen und Ganzen coole Story. Also Corby hat auch einigermaßen recht gehabt. Es ist nicht so die 0815-Story gewesen, vor allem mit dieser Zeitthematik, die mit drin war. War mal ein bisschen was anderes. Aber ich bleibe trotzdem bei dem, was wir damals Sepp und ich schon gesagt haben, dass sie trotzdem eher schmückendes Beiwerk ist und das Spiel halt mehr wieder, genauso wie Breath of the Wild, ein riesiges Sandbox sein soll und sonst und mit dem die halt bei Launi halt. Was es aber auch wieder mal schafft mit den Baumechaniken hast du mich auch die ganze Zeit gehabt, weil ich ständig umeinander gebaut habe und ständig irgendwas probiert habe. Aber diese Dinger, was die Leute im Internet gebaut haben, die Reels, was ich da oft gesehen habe mit Roboter und Panzer und was die alles haben, sowas habe ich nie auf 3 gebracht. Und Penis. Penen. Genau. Stimmt, haben sie auch ganz viel gebaut. Die Zeit habe ich mir auch nie genommen, dass ich mir einen richtig schönen Schwanz baue. Die habe ich mir nie genommen. Ach, ein Traum. Was hast du denn dann noch vollendet? Außer Zelda? Das Bomberman R habe ich durchgespielt. Okay, echt? Ich meine, das war nicht so der Bringer.
Ja, es ist schon spaßig, aber also hauptsächlich halt im Mehrspieler-Modus. Da macht es richtig Laune, wenn du gegenseitige Bomben um die Ohren haust. Ich habe irgendwann festgestellt, warum es vielleicht ein bisschen schwieriger war, weil ich die schwerste Stufe eingesteigt habe aus Versehen. Das war auch nicht so klug. Aber ja, das ist halt, also ein Vollpreistitel ist das auf gar keinen Fall, weil ich glaube, dass das 8 Stunden waren, dann war die Kampagne durch. Und den zweiten Teil werde ich mir auch schenken, weil man der wahrscheinlich mit einer Story werde mich nicht locken können und das Spielprinzip bleibt das gleiche. Und wenn ich mit etwa einer runden Bomberman spielen möchte, zu zweit, dann gelangt der erste Teil. Aber ich kann zumindest einen Haken dahinter setzen, hinter Bomberman R. Zum Glück. Und letztes Mal habe ich das Bomberman R 2 im Mediamarkt stehen sehen, habe es kurz angeschaut und angelächelt und habe gesagt, nein. Es ist schön, dass wir uns da jetzt treffen. Aber mehr wird es nicht zwischen uns. Mehr wird zwischen uns nicht passieren. Es tut mir leid. Es liegt nicht an dir. Es liegt am ersten Teil. Aber wenn mal der nächste Folge bei mir da ist, dann gibt es mal einen runden Bomberman auf der Schnauze. Geil. Ja, genau, du sagst uns das Fundstück. Das war nämlich zum Beispiel, ich glaube, das ist ganz witzig, wenn man da eben mal vom Corby den erwähnten Kasten Bier dazu vernichtet. Weil es halt dann auch, das endet halt auch wieder, oder artet halt wieder ziemlich in Chaos aus, das Spiel, wenn du dann zu dritt oder zu viert auf der PlayStation, sag ich schon, auf der Switch umeinander bombst. Dann wird schon mal verrückt und das, glaube ich, macht ein wenig angeschwipst. Wir wollen jetzt halt nicht so Alkoholmissbrauch aufrufen, aber es ist trotzdem geil, wenn man es angeschwipst spielt. Eben, das machen wir nur in die Warlex. Ganz genau. Ja, mach dir mal eine neue Bandra weiter, bevor ich alles raushau. Corby, hast du noch was gespielt? Ja. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon erwähnt, dass ich momentan sehr One Piece gehypt bin und ich habe tatsächlich 2 One Piece Games gezockt. Das eine ist Odyssee, über das kann ich aber noch nicht so viel reden, deswegen hebe ich mir das fürs nächste Mal auf. Und das andere ist Pirate Warriors 3. Habe ich schon gesehen, weil du ein paar Trophäen vom Kristallspiel gekriegt hast. Nein, das war ich selbst, weil es Gott sei Dank ein mir bekanntes Spielprinzip ist, und zwar losprügeln. Ach, das ist ja das basiert ja auf dieser Dynasty Warriors Reihe, oder? Yep. Das haben wir auf Game Boy Advance gespielt. Und sagen wir mal, das Piraten-Setting und halt gerade so mit den Geschichten von One Piece passt das irgendwie richtig gut dazu, weil mit den Basen erobern und ja, Horden an Marinesoldaten oder feindlichen Piraten wegboxen und mit Gungun-Kräften wegballern ist einfach super geil. Also ich habe nicht lange gebraucht, dass ich mich in das Spiel verlieb. Ich weiß, es gibt mittlerweile Pirate Warriors 4, aber das 3 ist für mich gar nicht so schlecht, weil ich zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, das zum Spielen, war ich ja noch nicht so weit mit Geschichte. Also für meinen Stand war ich immer bei der Fischmenscheninsel und das 3er, das geht zumindest nur einen Arc weiter und ja, wie schon gesagt, so weit war ich einfach noch nicht. Und deswegen habe ich mir da schon das richtige Spiel ausgesucht. Kannst du damit in die Spiele, die Mangas, Animes spoilern? Ja. Voll, ja. Sie haben, das ist ja fies. Die haben das sogar ziemlich gut gemacht. Und zwar, die Geschichte haben es immer in so einem Comic-Stil dann erzählt, also auch mit eigenen Panels. Und es war dann so halb comicartig und halb animiert. Und es erzählt im Prinzip wirklich so ein Mini-Abriss vom kompletten Anime. Und ich war da sehr beeindruckt. Also ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass die da so viel Mühe geben. Das Einzige, und ja, da bin ich halt zu sehr One Piece Fan, was mir ein bisschen gestört hat, war, dass sie von Anfang an die Outfits von später gehabt haben, oder bei der Nami bin ich mir nicht sicher, aber sie hat halt gleich von Anfang an in dem Spiel ein Minirock und mehr oder weniger ja, weiß ich nicht, gerade dass obenrum noch überhaupt was hat. Und man gedacht habe, naja gut, so hat die jetzt am Anfang in die ersten Kapitel aber nicht ausgeschaut. Ja, aber mit dem Fehler haben sie endlich ausbügelt scheinbar. ja, so haben wir dann auch gedacht, wenn ich mich jetzt darüber beschwere, dann gibt es bestimmt diverse Leute, die sagen, Moment einmal. Ja. Na, aber wie schon gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich da gleich zurechtgefunden, weil gut, was machst du großartig außer Boxen, kann ich nur empfehlen. Wo wir gerade bei Animes sind, das passt zwar nicht so hundertprozentig zu einer, aber eigentlich ist ja egal. Auf Netflix läuft gerade Blue Eye Samurai.
soll sich unbedingt jeder anschauen, ist die absolut geilste Serie überhaupt. Punkt. Okay. Weil? Ja, kurzer Zwischenruf. Weil es einfach saugut ist. Es ist eine Mischung aus Kill Bill und Game of Thrones. Das ist einfach nur wahnsinnig gut. Einfach nur anschauen. Hat 8 Folgen, dauert jede fast eine Stunde. Also ist schon ein bisschen umfangreicher. Aber ist richtig geil. Richtig schick gemacht. Super, super animiert. Und haben ziemlich bekannte Sprecher drin. Fällt mir jetzt zwar keiner ein. Aber das ist immer geil. Das ist immer geil. Viele bekannte Schauspieler. Ich kenne keinen, aber... ja. Ich habe jetzt den neuen Castlevania-Anime angeschaut und da passt auch gut rein, weil Castlevania ist ein Spiel so für die Leute, die es nicht wissen. Stimmt. Hat es ja schon mal 4 Staffeln gegeben und jetzt die neue Nocturne, glaube ich, die erste Staffel war auch sehr cool. Mhm. Die habe ich schon auf der Watchlist. Dann werden wir die als nächstes. Kannst du auf alle Fälle einhauen. Das ist richtig, richtig gut gezeichnet, coole Geschichte. Tut mir taugen. Ich habe Ding, Onimusha, habe ich mir jetzt auch geschaut. Der passt auch ein bisschen rein, weil das war mal ein Computerspiel. Onimusha. Genau, haben wir auch gedacht. Ich habe jetzt die erste Folge angeschaut, das scheint auch ganz geil zu sein. So Samurai, der so ein bisschen gegen übernatürliche Tentakelwesen kämpft. Beziehungsweise, ich weiß nicht, es war in der ersten Folge war so eine ewig lange Zunge, aber da war kein Unterschied zu einer Tentakel. War ein bisschen widerlich. Ja, das Mings ist cool. irgendwie. Du kannst echt mit so Spielen zu Animes, kannst du dir die Geschichten dann teilweise richtig herspoilern, weil ich glaube, vor irgendwann weiß es, der hat irgendwelche Naruto-Spiele gespielt und ich weiß jetzt nicht, welche Spielreihe davon, bis er irgendwann gemerkt hat, halt mal, das ist ja einfach die Story und da war ich noch gar nicht und ja, und jetzt haben wir gespoilert, super. Das ist echt kacke. Aber naja, selber schön, wenn man mit dem Anime so lange braucht. Das zeige ich schon lange heraus, dann muss ich dann mit mir schauen. Geh, Corby? Ja, Chef. Gut, schau noch gut. Seppi, was hast du noch gespielt? Wo wir gerade bei Lizenz-Umsetzungen und so weiter haben. Ich habe den Monat Robocop Rogue City testen dürfen. Oh, schon wieder? Du hast es doch schon mal gespielt. Ja, auch gespielt damals. Aber jetzt ist es rausgekommen. Ich glaube, am 2. November oder sowas. Und ich habe einen Test mal für Games CH und M-Games. Und ja, es ist unglaublich, aber ich habe mit dem Spiel meine erste Platin-Trophäe errungen. Erstes Now, hat sich gleich so cool drauf, ja? Danke. Herzlichen Glückwunsch. Finde ich jetzt beeindruckender, wie 100% bei Tears of the Kingdom zu haben. Hat niemals so lange gedauert. Schon, gell? Finde ich auch. Hat mir 15 Stunden gekostet. Ja, überhaupt keine Leistung dahinter, überhaupt keine. Aber er hat jetzt eine Platin-Trophäe. Wo ist denn deine für Tears of the Kingdom? Ja, Drecks Nintendo hat da keine. Dreckschweine. Ja. Ich hab's ja auch nur, war ja so, ich hab's durchgespielt und dann habe ich zufällig nur kurz in die Trophäenlisten geschaut, weil ich noch wissen wollte, was man so machen kann, wegen Testen, ist mir aufgefallen, ich habe nur eine einzige Trophäe, die mir abgeht. Und dann habe ich gedacht, das soll jetzt sein. Und dann habe ich mir die noch schnell geholt, weil ansonsten da ich das ja nie durch. Richtige Entscheidung, muss durchziehen dann. War ein gutes Gefühl. Bin ein bisschen angefixt. Wirst du jetzt ein Trophy-Hunter? Wahrscheinlich nicht. Auf alle Fälle ist das Spiel eigentlich ganz lustig. Ich habe jetzt, bei den Testwertungen habe ich jetzt zwar in Anführungszeichen nur 74% gegeben, weil man muss auch ein bisschen objektiv bleiben und hat einen Haufen technische Macken noch ein bisschen. Aber spielerisch ist das schon echt geil. Also mir hat es voll taugt. Es ist ein richtiger Oldschool-Shooter. Du bist einfach der wuchtige Robocop und machst alles zu Brei und da kommen neue Gegner und überall platzen Käfer und fliegen Arm weg. Richtig, richtig lustig. Und hat auch einen riesengroßen Story-Anteil. Was man nicht meint, da wo du dann als Detektiv quasi schon fast unterwegs bist und so Fälle lösen musst, kannst du dann so halb offenen Stadtteil von Old Detroit kannst du umeinander laufen und stoßt immer wieder auf irgendwelche absurden Leute. Alles relativ klar und kompakt, was das Ganze ja überschaubar macht. Aber fällt halt insofern gut auf, weil du hast ja nicht wie bei den riesen Open Worlds dann Beschäftigungstherapie, sondern das ist alles schön knackig gehalten. Also macht echt Spaß. Und ja, kann ich jedem nur empfehlen, der mit Robocop was anfangen kann. Alle anderen, ja. Das ist eine Kacke. Mit Robocop muss man was anfangen können, das ist nur gut. Ja, das ganze Art-Design und so weiter, das schaut wirklich 1:1 aus wie im Film. Es sind aber bekannte Charaktere dabei. Der Original Robocop-Schauspieler war auch bei der Produktion dabei, hat eingesprochen und ist Bild gestanden.
Also richtig mit ganz viel Liebe zum Film umgesetzt. Die Handlung ist im Prinzip nichts Neues. Wenn man die Filme kennt, dann kennt man auch die Geschichte von dem Spiel relativ schnell oder durchschaut es relativ schnell. Es soll ja sogar irgendwie im Filmuniversum angesiedelt sein, oder? Wenn ich es richtig gelesen habe. Zwischen Teil 2 und Teil 3 das soll es handeln. Also hast du noch kein cooles Jetpack wie bei Robocop 3? Ja, ich muss sagen, ich habe nur den ersten Teil gesehen. Vor kurzem bin ich noch beim zweiten eingeschlafen und den dritten habe ich dann einfach weggelassen. Also ich kann es jetzt gar nicht sagen. Ja, musst du auch schauen. Der dritte sticht mit zauberhaften Effekten hervor, wenn er mit dem Jetpack umeinander schießt. Okay, so gut. Ja, ist richtig geil. Und da musst du gleich noch eine Serie hinterher scheißen. Eine Serie gibt's da? Die war aber geil, die habe ich sehr gerne geschaut als Kind. Ja. Okay, krass. Die läuft bei mir jetzt dann demnächst, weil ich habe mir erst alle 3 Robocops angeschaut. Er muss natürlich weitermachen. Ist das eine ähnliche Qualität wie Xena und Herkules? Ich habe die Serie noch nie gesehen. Das ist für mich ein völliges Neuland. Ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Ich kann es da jetzt auch nicht mehr sagen, weil da war ich halt einfach wirklich ein Kind. Aber ich habe es voll geil gefunden. Aber das heißt halt nichts. Also wahrscheinlich ist es ganz grausam. Schön. Ja, kauft euch Robocop Rogue City. Amen. Gibt es für Switch auch? Nein. Wollten es tatsächlich machen, habe ich jetzt mal gelesen, aber haben es dann doch lassen. Also nicht so wie bei Mortal Kombat, sondern die haben es dann wirklich lassen. Gute Entscheidung. Aber Mortal Kombat, das schaut schon gut aus. Ja. Das schaut richtig gut Zuckersüß. Wobei es laut Internet, da steht es noch herinnen, also, dass es auf der Switch bringt. Ja, das kommt aber nicht mehr. Okay. Kaufen wir doch wieder mal was für PlayStation. Irgendwann das nächste wird das Final Fantasy VII Remake Part 2. Dann wird es doch nicht. Das steht da, oder? Ich glaube, Anfang nächsten Jahres, glaube ich. Ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Bin ich schon heiß drauf. Der erste Teil war cool. Der erste Teil war richtig gut. Braucht nur die Vorgeschichte sein, ich glaube Rebirth, oder? Was die Vorgeschichte ist, da noch rausgebracht haben. Keine Ahnung, lass mich nur mit dem zeigen, ich komme überhaupt nicht mehr aus. Das ist, ja, es darf mir immer so sticker, das ganze Final Fantasy, aber das Einzige, was jetzt eben spielen wird diese Geschichte um Teil 7, also dieses Remake um Teil 7 sei, weil das halt auch seine Zeitfresser sind. Ja, ich habe es 16er ist das aktuelle, glaube ich, ja. heuer gespielt. Das fängt halt wahnsinnig geil an, mit voll der coolen Geschichte und ist dann im Mittelteil so strunzlangweilig, dass ich abgebrochen habe. Ich weiß nicht, ob das dann noch mal kommt, ob das dann noch mal besser wird, kann ich nicht sagen. Aber das stützt dann irgendwie so in Belanglosigkeit ab im Mittelteil, dass du einfach keinen Bock mehr hast. Das hält dich überhaupt nicht mehr ab. Ja, aber ist das nicht bei allen Final Fantasy Teilen so? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich jetzt so an sich ja noch nie gehört. Als ich das 14er gespielt habe, war es auch so, die fangen eigentlich so bombastisch an, dass es für Ohren fast schon ein bisschen zu viel ist. Zumindest wenn man vorher noch nie wenn man noch nie in der Welt drin war, dann denkt man sich, alter Fuck, was habe ich jetzt da alles verpasst? Scheiße, wer ist das und wer ist das? Und habe ich das Spiel irgendwie falsch herum reingelegt? Und dann auf einmal geht es darum, so, du musst jetzt fischen. Und dann kümmerst du dich mit deinen Kumpane im Zeltlager darum, dass es jetzt was zum Essen gibt. Und dann schaust du nicht zu. Ich habe ganz viel Essen serviert. Da sitzt dann da und denkst du, okay, also gerade eben ging es nur irgendwie um eine Schlacht mit, weiß nicht, 10.000 Leuten oder so und du hast gegen riesige Viecher kämpft und auf einmal war da ein gigantischer Vogel und jetzt sollst du fischen und dann Essen kochen. Alles klar. Ja, kommt mir bekannt vor. Ja. Ist das 14er nicht das Online-Ding gewesen? Boah, du fragst so an. Echt? Vielleicht war es das 13. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil ich glaube, also das 13er Money war ja auch eine Trilogie um die Dame, um irgendeine Dame rumdum und dann hätte man, dass das 14er ein Ding war, ein Online-Teil wieder und 15er und 16er jetzt wieder. Ist der nummeriert? Hä? Ist der Online-Teil nummeriert? Ich meine, der war außerhalb der Zahlenreihe. Nein, ich glaube, der war auch mit einnummeriert. Aber ich weiß nicht, irgendjemand von euch zwei tippt gerade. Okay, ich mein's 15er. Ich mein's 15er, okay. Das habe ich gespielt. Schon, oder? Das 14er ist so ein Online-Ding, oder? Also habe ich jetzt rein aus den Bildern heraus nicht wahrnehmen können. Aber das 15er war das dann auch nochmal fürs Handy in so einer Pocket Edition rausgekommen ist. Mit so Chibi-artigen Figuren. Oh, ja, nur schon, wenn ich das Bild sehe, wo man dann nach diesem gigantischen Intro auf einmal dann das Auto schieben muss, da werde ich nur wütend, wenn ich das gerade sehe. Ja, ich habe das Ding gespielt damals, das 10er habe ich ein wenig gespielt auf der PlayStation 2. Das habe ich aber leider nie durchgespielt. Auf das hätte ich eigentlich auch immer mal Bock gehabt, dass ich das mit, fertig mache.
Ja, und dann eben jetzt den ersten Teil vom Sim-Remake und auf dem Gamecube habe ich noch, ich glaube Crystal Chronicles hat das geheißen. Aber das habe ich irgendwie überhaupt nicht kapiert, das Spiel. Ich habe da irgendwie alles gemacht, was man machen hat, Kinder, und trotzdem habe ich gerade ein Viertel vom ganzen Spiel anscheinend geschafft gehabt. Und ich habe überhaupt keinen Plan gehabt, wie irgendwas geht. Da habe ich damals sogar so einen Spieleberater mir dazu geholt. Und selbst mit dem habe ich nicht umrissen, wie die Scheiße funktionieren soll. Und dann haben wir gedacht, ach, fick dich doch, Dreckspiel. Es klingt gerade so, als hätte sie echt neben die gesessen und die beraten. Ja, das war so. So kann, jetzt pass mir auf. Der war eigentlich Unternehmensberater und dann hat er aber zusätzlich einen Spieleberater gemacht. Das war sein Hobby. Früher hat es das ja wirklich gegeben, gell? Bei Nintendo und Sega und so weiter. Da hat es ja so Spieleberater gegeben, die jetzt Oder genau. Die haben die dann quasi durchs Spiel geführt. Das waren so die Superstars überhaupt. Zu Screenfun-Zeiten hast du ja dann auch die Lösungen faxen lassen können. So ein Mist für was weiß ich, stark. 8 Euro oder 9 Euro oder 10 Euro haben die Scheißdinger gekostet und dann hast du da, was weiß ich, 100 Seiten Spiele, nur rein schriftliche Spieleberatung gekriegt. Dann hast du jetzt mal zum Bladeln anfangen können. Beutel. Geil. Stark. Also ich glaube, das Final Cool, Fantasy-like Spiel, das ich am meisten gesuchtet habe, war Kingdom Hearts. Da habe ich auch mit einem Bekannten damals angefangen. Da gibt es sogar eine Kollektion auf der PlayStation 4 mit alle Teile, weil da waren doch von der PlayStation 1 weg, oder? War das erste, kann es sein? Ich glaube, das ist PlayStation 2 gewesen. Aber es kann schon sein. Aber dann gab es ja zumindest auf alle Fälle, glaube ich, auf der PSP und auf dem DS und was mit auch auf der Spin-Offs, und das war jetzt eine Kollektion mit alle Teile, und wir wollten es halt dann nach der Reihenfolge durchspielen, wie die Story eigentlich ist, aber ich glaube, wir sind ja nicht über den dritten Teil hinausgekommen, dann habe ich irgendwie war ich keine Lust nicht gehabt, das hat mich dann ein bisschen genervt, die Spielerei. Dann war ich wieder raus. Die Kollektion habe ich auch. Der dritte Teil, das ist ja das vom DS, das war ja nur Animation. Also das war ja nur Animationsfilm. Und also es war aber auf dem DS als Spiel, aber eigentlich waren es nur Animationen. Aber in der Kollektion war es aber nur als Animation dann drin, dass du halt der Geschichte folgen kannst. Und dieses Zwischending, da wo du ja dann in diesem Schloss bist und im Prinzip nicht wirklich was tust, außer so ein Kartenspiel spielen, hab ich voll opisst. Also wenn du diesen grandiosen ersten Teil durchspielst, und ich habe da auch versucht, dass ich wirklich alles schaffe, aber da sind auch ein paar Gegner dabei, alter Falter, das krieg ich nicht. Der am Schluss war das da, wo am Schluss, wo du in der Wüste oder so kämpfst? Na, den habe ich, aber den am Glockenturm, den habe ich nicht fertig gebracht, dieses Phantom. Ja, kann sein. Oder meinst du jetzt das zweite Spiel? Ja, ich weiß eben nicht mehr, in welcher Reihenfolge das die waren und welche, weil ich müsste das nochmal anschauen, aber wenn man es nach der Story spielt, dann habe ich die ersten 2 Teile komplett durchgespielt und den dritten zur Hälfte oder so. Mir war das, den Bekannten, den ich dabei gehabt habe, das war ja, weißt du zockst miteinander ein Spiel, und wenn du dran bist zum Spielen, sitzt er mit dem Handy da und schaut sich eine Folge Boruto am Handy an, wenn du spielst. Ich sage, ja, tut mir leid, da brauche ich miteinander nichts durchspielen. Das ist mir halt dann einfach zu dumm. Finde ich gut. Ja, prinzipiell schon, Zeit ist kostbar, weißt du, das muss man schon alles irgendwie effektiv ausnutzen, aber das war dann so eine Bekanntschaft, wo ich sage, was da Scheiße drauf, hau ab jetzt. Da habe ich ihm eine Shiny geschickt, was ich gefangen habe, dann war es wieder gut. Ich fand die Collection irgendwie geil, aber wie schon gesagt, wenn das Spielprinzip auf einmal so ganz, ganz anders ist, dann verliert mich das dann. Und ich habe deswegen Kingdom Hearts 2, also das große, vollwertige Spiel für die Konsolen, habe ich halt dann auch gar nicht mehr gespielt. Weil ich dann mir auch gedacht habe, ja gut, im Prinzip, ich möchte dann auch die komplette Story verstehen. Und dann hat es mich dann so verloren. Und das finde ich eigentlich schade, weil, ja, wie schon gesagt, Kingdom Hearts ist eigentlich ein richtig cooles Spiel gewesen. Ja, ich glaube, dass der große dritte Teil, der auf den alle gewartet haben, der Money war ja dann auch für die Fans irgendwie nicht so die Erfüllung, die sie erhofft haben. Ja. Also ich glaube auch, dass der gar nicht so gut weggekommen ist. Ich weiß auch gar nicht, ob die Geschichte jetzt mittlerweile abgeschlossen ist oder ob es dann da immer nur weiterging. Ich glaube, man hat sie noch so ein kleines Hintertürchen offen lassen. Hintertürchen, ich geht's. Ist immer offen. Weil vielleicht kriegt man dann noch Kingdom Hearts 4, das man dann genauso durchspielen kann wie ich Pikmin 4. Boom, Alter. Pikmin 4 auch richtig durchgespielt. Richtig brutal. Und wo ist deine Platin-Trophäe dafür? Ja, die mache ich mir halt dann selber bei den Nintendo-Spielen.
Soll ihn machen. War aber auch wieder, also, wie gesagt, wer es noch nie gespielt hat, ich kann es gerade jedem ans Herz legen. Sonst was ich da irgendwie nicht also entweder war ich jetzt dumm dazu oder ich habe das nicht gefunden, keine Ahnung. Bewegungssteuerung schalte ich grundsätzlich immer aus. Aber da ist es anscheinend so, wenn man seine Pikmins auf irgendwas wirft, dann ist trotzdem nur so ein kleiner Funken Bewegungssteuerung drin. Aber egal, wo ich in die Einstellungen geschaut habe, es war alles sehr auf ausgeschaltet, aber diese Bewegungssteuerung ist nicht aus gewesen. Sie war immer noch da. Und die hat mich teilweise zur Weißglut gebracht, weil mein Zeiger jetzt sonst irgendwo umeinander geflogen ist. Aber nicht da hin, wo ich es hier haben wollte. Wenn du dann einmal gegen einen Endgegner kämpfst, da wo es wirklich genau platzieren musst, deine Viecher zum Hinwerfen, dann kann das schon mal ein bisschen Frust kosten. Aber ansonsten war das vor allem nach so einem Epos-Ding wie Tears of the Kingdom, war das so angenehm, das Pikmin zum Spielen, das war so eine schöne, gemütliche Welt, das war so schöne Sounds, einfach alles sehr, außer die Todesschreie von den Pikmin, wenn sie wieder irgendwo umgebracht werden, das ist immer gar nicht schön, das macht mich ein bisschen, das deprimiert mich immer ein bisschen. Aber ansonsten war das einfach so eine schöne Wohltat, das Spiel als für zwischendurch, und das glaube ich ist auch noch gerade. Also wenn du wirklich alles findest, alles suchen möchtest, alle Schätze, alle kleinen Nebenmissionen und so, die kannst du eigentlich auf einen Sitz durchspielen, dann bist du gleich 35 Stunden beschäftigt und das ist ganz gemütlich. Vor allem ist schön, da jede Pikmin-Farbe hat so eine eigene Zwiebel, damit du die immer anbauen kannst praktisch bei dir, und dann spielst du es durch und dann denk mal, irgendwas stimmt da aber nicht, mir feinden nur 2 Farben von den Zwiebeln oder sind vielleicht, weil die halt, die einer davon ziemlich stark sind, vielleicht gibt's die nicht als Zwiebel, damit du von denen nicht 2 haben kannst, bis ich gemerkt habe, dass irgendwo so ein Wichser umeinander steht, mit dem man dann noch eine Nebenmission starten kann, wo man es dann kriegt, ja, dann ist halt ungefähr so wie bei alle anderen Spielen, wenn du alles noch einsammelst zum Komplettieren, dass du dann die guten Sachen kriegst, wenn du es eigentlich nicht mehr brauchst. Das war wieder sehr ruhmreich für mich. Ansonsten wie viele Stunden hast du denn rein investiert? Ich glaube, knappe 30 werden das jetzt gewesen sein. Also du kannst es wahrscheinlich auch auf unter 30 durchspielen, aber ein paar Dinge, da habe ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen, bin ein bisschen umeinander gelaufen und habe ein bisschen mehr probiert. Aber wenn du jetzt so gemütlich dahin spielst, alle Bereiche, die du erkunden kannst, auf 100% machst, dann wärst ich sag, du kannst dich zwischen 25 und 35 Stunden damit beschäftigen. Okay. Genau. Dann haben sie noch ein paar coole, du kannst jetzt zu zweit durchspielen. Sie haben ein paar so Herausforderungsmodi jetzt drin und die machen richtig Laune, die sind ja teilweise richtig knackig, wo es in der Regel gegen Computer spielst, wenn du da leider sitzt, ist klar. Und du musst ja dann mehr Punkte als der anders durch Schätze sammeln machen, und da musst du dann wirklich, da sind wir dann beim Strategieaspekt, du musst ja dann wirklich überlegen, wo schicke ich jetzt wie viel, wohin, wie fange ich an und so weiter. Da brauchst du so ein paar Runden, bis du dir eine ordentliche Strategie zurechtgelegt hast für dieses Level. Außerdem gibt es noch ein cooles Ding, weil Seppi hat ja vorher bei Silent Hill mit den Aschenzen, was schon? Aschenzen, genau, von den Influence-Punkte geschmerzt, die man sich da kaufen kann bei dem Spiel, oder die kannst du irgendwie verdienen, oder was gemeint? Ja, also ganz wenig, wenn du jeden Tag einloggst oder sowas, kriegst du da voll, und das ist aber nicht der Rede wert. Selbst hat ja Nintendo auch, habe ich festgestellt, wenn du eine Handyspiele wie Mario Run, Animal Crossing und Fire Emblem Heroes, glaube ich, heißt, spielst, da gibt es dann immer so Platin-Punkte, die du auf deinem Nintendo-Account gut schreiben lassen kannst, und dann kannst du dir da coolen Merch auslassen. Da habe ich cooles Pikmin 4 Geschirr dir hingekriegt. Wow! Alter, ich sehe gerade, dass der Fashion Dreamer gibt, über das haben wir ja, glaube ich, schon mal geredet. Das kostet auch 50 Euro. Oh ja. Was ist denn los? Was? Ja, zu Recht. Zu Recht. Bestes Spiel ever. Aha, okay. Kruzifix. Ja. Kaufst du das, oder wie? Bestellst du gerade? Aha. Ich hab schon. Mhm. Ich bestelle mir das aber gleich zweimal, dass ich verschiedene Kollektionen erstellen kann. Das ist aber wichtig. Unbedingt. Das ist aber wichtig. Aber jetzt einmal noch zum Spiel, wo ich weiß, dass der Seppi auch gespielt hat, da kann ich wahrscheinlich nicht, das uns aktuell ganz, ganz tolle Zeiten auf dem Bildschirm beschert. Seppi, Super Mario Bros. Wonder ist geil, oder? Ja, voll. Geiler, fetter Elefant. Das ist so mal schön zwischendurch zum Oberkommen. Jeden Tag ein Level, gelangt mir leicht. Ja, immer wieder bis du merkst, okay, jetzt komme ich schon wieder an ein Level hin, wo ich ein bisschen wudig wird, lass es einfach wieder liegen. Es ist nicht so dramatisch, es hast du überhaupt keinen Druck dahinter, das ist auch so richtig schön angenehm für zwischendurch. Das ist richtig schön. Richtig. Das gefällt mir gut, ja. Voll geil. Also das ist wirklich so kreativ umgesetzt. Macht irre viel Spaß mit den scheiß Blärme, wie sie die Welt noch verändern.
Die ganzen Sounds dazu, die manchmal, die Animationen auch von die Gegnerviecher, die sind auch so geil, wie es da schreckern, wenn du vor mir daherlaufst oder wenn es schloffern und du rumpelst das wie es der grantig neu schauen, du musst auf die Koopas aufpassen, sobald sie sagen, schauen sie die grantig an, also da steckt wieder so viel Liebe drinnen in dem Spiel, kriegt ganz viel Liebe auch von mir. Ich habe so viel lachen müssen, wie die Blumen auf einmal zum Singen und Tanzen anfangen, da hätte es mich fast zerrissen. Das war so gut. Ich möchte das mehr als Klingelton und als Weckerton und als alles haben, weil das einfach so geil ist. Also wirklich unglaublich gut. Der Elefant ist auch der Oberbombe. Geil ist er. Das ist auch so stark. Geile Fettsack-Elefant. Der Prinz Florian. Ganz was Schönes. Das ist echt was Schönes. Also Super Mario Bros. Wonder, ich bin noch mehr überrascht, wie toll das ist, als ich schon erwartet habe. Ihr meint das jetzt gerade schon ernst. Also es klingt irgendwie so ein bisschen nach Sarkasmus, aber nein, das ist wirklich super. Das ist unglaublich schön. Okay. Das ist so. Und auch die Steuerung, die Mario-Spiele sind ja von Haus aus, haben die ja wirklich eine sehr präzise Steuerung. Aber diese ist jetzt nochmal mehr so, dass man denkt, oh krass, es ist irgendwie nochmal so ein Ticken besser, als die Steuerung von Mario schon immer war. Spielt sie ja unglaublich gut. Ja, das stimmt. Da bin sogar ich mal in der Lage, dass ich eine Plattform erreiche. Und nicht dazwischen dreimal öffentlich. Also auch ganz fleißig alle 3 lila Münzen einsammeln und immer auf die Spitze vom Pfandal drauf landen, damit du 100% erreichst. Platin bei Mario. Das ist ganz wichtig. Mir graust auf alle Fälle schon vor den Spezialwelten, die jetzt einmal, weil ich glaube, ich habe jetzt schon. Wie viele Länder sind es? 6 Welten sind es, gell? Oh, frag mich nicht. Glaub schon, ich bin jetzt auf alle Fälle in der letzten von dieser Oberwelt und kommst da immer wieder mal in so die Spezialwelten rein. Holla die Waldfee, da habe ich wieder ein paar Level ausgemacht, da graust mir jetzt schon so richtig davor, dass ich die spielen muss. Aber die habe ich jetzt erst einmal hinten angestellt, weil ich mag jetzt erst nur diese angenehme Spielerfahrung machen, bevor ich dann am Schluss wieder voll eskaliere. Ja, ich tue mich da auch nicht ein. Und wenn ich 2 Jahre spiele, ist mir auch wurscht. Ja, voll. Das ist einfach, das ist kein so ein Stressspiel. Es ist nicht dramatisch, nein. Und wir haben ja dann am 17. November haben wir bald nochmal eine Mario-Lieferung, mit der wir uns beschäftigen können, weil dann kommt endlich das Mario RPG raus. Oh ja, da bin ich auch schon gespannt. Da bin ich auch schon richtig, richtig gespannt drauf. Ich habe übrigens noch, weil wir davor gerade geschmatzt haben, über so mit Pikmin und Mario, so kleine Spiele für zwischendurch, die so ein angenehmes Gefühl machen. Habe ich auch jetzt getestet, das Monat, und zwar heißt das Jusant, das ist französisch. Jusant. Jusant, schreibt man es. Und das hat so einen geilen Spielflow. Da geht's quasi eigentlich, du hast nichts anderes wie Kraxeln den ganzen Tag. Du fängst so an, also du spielst so einen Burm, der durch so eine Art Wüste marschiert und dann vor so einem riesengroßen Berg stehen bleibt und dann aufschaut und dann heißt es aufgekraxeln. Und die haben eine Klettermechanik, jetzt mich fragst, so das perfektioniert. Also so muss es eigentlich in jedem Spiel gehen. Du hast quasi mit den Schultertasten steuerst den linken und den rechten Arm, musst dich halt mit der einen einhalten, wenn du übergreifst, musst du auslassen und wieder draufdrücken, so quasi. Also ganz intuitiv, wie es das die wirklich bewegen. Und das funktioniert wunderbar. Du kannst echt geil kraxeln und musst du quasi, die Kletterpassagen haben dann immer so ein bisschen Umgebungsrätsel, du musst halt schauen, welche Route kann ich nehmen. Dann musst hin und wieder du hast da ein Seil, mit dem kannst du dann schwingen, musst du so Abstände über diese umschwingen oder so eine Sachen, musst du alles kombinieren, was du ein Werkzeug hast, und das ist auch ein ganz angenehmen Spielfluss. Es gibt keinen einzigen Dialog, keinen einzigen Kampf, nix, nada. Oh, schön. Die ganze Geschichte erzählt sich quasi über die Umgebung. Du findest hin und wieder ein bisschen so Tagebücher oder so aufzeichnete Gespräche, die du lesen kannst, musst aber nicht. Und dann hast du noch 4-5 Stunden, bist du so im Berg hast du echt dann auch noch eine schöne Geschichte erlebt. Das hat dann auch noch eine ziemlich gute Message am Schluss. Und hast du das Gefühl, Mensch, jetzt habe ich echt was erreicht und es hat mich überhaupt nicht gestresst. Echt geil. Das ist selbst, was ich mir bei Pikmin 4 auch, was ich in ein Auge rein muss, die Dialoge, die sind so für einen Arsch, die braucht kein Mensch nicht in dem Spiel. Du kannst es Gott sei Dank immer wegklicken, aber wenn es mal ein bisschen länger war, was du denkst, da war eine Option, eine Dialog einfach ausschalten, weil es interessiert keine Sau, dann war es noch viel angenehmer zum Spielen, wenn ich die Scheiße nicht lesen muss, sondern einfach nur so der Hit und das Gefühl genießen. Wie hast du das Spiel? Weil ich mag zur Zeit so Spiele, wo du einfach nur ein angenehmes Gefühl hast und ich mich nicht aufregen muss. Heute das unbedingt, das ist wirklich super. Jusant, also Jusant. Okay, schreib mir das einmal später. Mein Französisch ist nicht so gut. Außer das, was ich mit der Freundin machen kann. Das ist richtig geil. Richtig geil.
Aber zur Zeit habe ich voll so Bock auf so, ich habe nämlich die ganze Zeit noch Doom Eternal daheim liegen und auf das hätte ich auch schon länger mal Bock, aber irgendwie gerade, wie gesagt, bin ich so voll in so einer angenehmen Blase gefangen, weißt du, mit Pikmin, Mario Bros. Wonder, dann wird jetzt das RPG Mario, wird auch so ein angenehmes Gefühl, wahrscheinlich, ich mag mich gerade nicht aus dieser Blase rausbewegen. Ja, da nimm dir die 4 Stunden für Jusot, weil das passt da perfekt ein. Sehr schön, sehr schön. Ist es auch für Switch auch erhältlich oder PlayStation? Das ist jetzt eine gute Frage. Also für PlayStation gibt es das auf alle Fälle, aber ich glaube für Switch, habe ich auch gelesen. Ist ein Indie-Spiel, oder? Dann, ich überlege ganz kurz, was wir kurz überlegen. Ich höre es richtig rattern. Dann steht das da nicht. Das hat sich jetzt gerade so angehört, es hätte sich ja noch angehaut. Ja, jetzt ist alles danke. Hey, hat eigentlich irgendwann, weil ich bin bei dem Call of Duty-Thema komplett raus, oder ist doch jetzt dann, oder ist es jetzt schon raus, das Modern Warfare 3? Ja, ich hab das heute gekriegt. Ist jetzt das eigentlich ein Remake von dieser Modern Warfare-Reihe von der PlayStation 3 noch, oder ist es was Eigenes? Und warum kriegt dieses Spiel gerade so einen Shitstorm ab? Weil ich nämlich gelesen habe, dass schon wieder Review-Bombing angesagt ist, aber die Idioten haben eben nicht eben das alte Modern Warfare 3 gebombt. Ich kenne mich da null aus, ehrlich gesagt. Ich habe es auch nur bei einem Kollegen beim Mehrspieler-Testhelfer so. Ich bin bei der Serie eigentlich null drin. Aber was ich jetzt so gehört habe, haben die unter anderem 16 oder 17 Karten recycelt vom Vorgänger oder so. Und es muss ja wohl irgendwie eher so, oder es hätte mal irgendwann ein DLC werden sollen und ist dann doch ein ganz spät geworden und das kennt man wohl irgendwie. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Können wir in der nächsten Folge vielleicht heute oder mehr oder so. Ja, vielleicht fragst du bei den Kollegen, weil mich das einfach interessieren, was diese Modern Warfare-Reihe, die neue jetzt gerade ist, ob das ein Remake ist von damals oder ob das, was das eigentlich soll, ich kapiere es irgendwie nicht. Ich bin auch bei der Reihe komplett. Ja. Also, ich habe die Modern Warfare-Teile gespielt, weil das ist also ein bisschen eine zusammenhängende Geschichte gewesen und die fand ich eigentlich ganz cool. Aber, Stimmbruch kurz gekriegt, gell? Aber dann habe ich noch das Ghosts, glaube ich, gespielt und das war Vollkatastrophe für mich. Das war so ekelhaft zum Spielen und das World at War, glaube ich, hat es noch geheißen. Weil mich halt einmal dieses Weltkriegssetting ein bisschen fesselt. Aber ansonsten bin ich bei der Reihe allgemein bei Ego-Shooter, so stinknormale Ego-Shooter komplett raus. Aber da habe ich eben ich habe damals, das Einzige, was ich mir gekauft habe, war Black Ops und alles andere habe ich nur gespielt, wenn es im Premium bei PlayStation Plus irgendwo drin war. Ja, vielleicht kannst du uns nächstes Mal ein bisschen was dazu verzeihen. Täte mich interessieren, allein diese Thematik, ist das jetzt ein Remake, ist diese ganze Reihe geremaked worden? Ich habe nämlich nicht mehr mitgekriegt, außer dass es jetzt einen dritten gibt, weil es eben da den alten Teil gereview-bombt haben, die Idioten, weil sie es nicht kapieren. Was kommt im November für euch noch zum Spielen aus? Habt ihr noch irgendwas dabei, was auf das euch gefreut? Irgendwas Cooles? Bei mir steht jetzt quasi, steht schon vor der Tür Assassin's Creed Nexus, die VR-Version eines Assassin's Creed. Witzig, da bin ich ja gespannt, was du sagst. Da bin ich ja gespannt. Das Mirage kommt nämlich gar nicht so schlecht an, gell? Ja, habe ich auch schon Verschiedenes gehört. Was ich bis jetzt gehört. Es ist halt wie Valhalla vom Klettern her und so weiter. Da hat mich jetzt nicht so begeistern, weil das ist einfach ein Knopfdruck und Einschlafen. Aber naja. Wobei ich da wiederum gelesen habe, dass das Klettern wieder ein bisschen intuitiver sein soll als bei Valhalla. Dann hat die ein Bau gelungen. Ich weiß nicht. Und das ist quasi dasselbe Spiel, weil das ist eigentlich ein DLC gewesen für Valhalla. Ja, genau. Also die komplette technische Untergerüst ist ja Valhalla. Also von dem her kann das eigentlich gar nicht so schwer sein. War wieder irgendeine Lüge. Und das angeblich wirklich ein wenig wieder näher an dem ganzen Stealth dran sein soll, so wie es früher war. Das ist schon tatsächlich. Das war das Einzige, mit dem sie wieder ein bisschen locken kannten, aber ja, bis jetzt habe ich keine Zeit und keine Lust dafür. Ja, und das ist eben genau das, was auch bei der VR-Version sein soll. Das ist ja quasi das erste Mal, dass du Assassin's Creed in der Ego-Perspektive spielst und musst du da ganz viel stealthmäßig rumschleiern und kraxeln und so weiter. Kannst den Leap of Faith machen und das muss in VR ganz geil sein, was ich bis jetzt gehört habe. Bin gespannt. Schauen wir mal. Dazu auch nächstes Mal mehr. Da bin ich auch schon gespannt. Corby, hast du noch was du im November, auf das du schon gefreust, außer Super Mario RPG? Na, eigentlich freue ich mich auf One Piece Odyssey und Stronghold. Ich bin, was das betrifft, glaube ich,
für die ganzen neuen Spiele für das Jahr eigentlich schon gut bedient. Also ich habe jetzt da nicht so ein Rieseninteresse an irgendwelchen neueren Dingen. Ich will eigentlich einmal wieder eine Zeit lang in Ohrens reinzocken können. Hast du nicht mit Baldur's Gate angefangen? Ja. Und das ist halt zu zeitfressend. Okay, verstehe. Also es ist zu zeitfressend, dann hörst du auf, dass du spielst und holst da was Neues, oder wie? Ja, weil im Prinzip musst du dranbleiben und das schaffe ich nicht. Also ich kann momentan unter der Woche so gut wie gar nicht zocken und je nachdem, was meine Podcast-Kollegen dann nur produzieren, ist das Wochenende auch nicht mehr so lang. Und daher ist meine Zeit momentan sehr limitiert. Deswegen brauche ich dann irgendwas, wo ich halt dann nicht allzu viel mitdenken muss. Deswegen war Warcraft Rumble oder jetzt Pirate Warriors gar nicht so schlecht. Und bei Stronghold, sagen wir mal, da muss ich nicht ganz so viel mitdenken, weil ich kenne das nur aus meiner Kindheit ziemlich gut. Und das ist für mich mehr Nostalgiefaktor, als dass ich jetzt da denke, wow, da werde ich mir jetzt die nächsten 800 Stunden voll reinfuchsen. Da muss eine Wahnsinnsstrategie-Spiel sein. Wie meinst du das? Wahnsinn. Ja, wenn du nicht wirklich einen Kopf einschalten musst, dann kannst du nicht so strategielastig sein, du Sautipp. Nein, hol dir lieber für zwischendurch, holst du lieber WarioWare Move It. Nein. Das ist genau das Richtige für dich. Nein. Ich habe da vorhin einen Trailer gesehen und das ist mir alles zu blöd. Richtig geil. Mhm. Das macht sicher Spaß, wenn du mit ein paar Leuten spielst. Das ist ja sowieso nichts, was da losspielen soll jetzt, glaube ich. Außerdem, glaube ich, macht das auch keinen Spaß, weil ich glaube, die Minispiele, die sind ja da oft einmal gerade 30 Sekunden oder so lang, da bist du überhaupt, also das ist ja, glaube ich, wirklich nur auf schnell viel Scheiß machen. Ja. Na, weiß ich nicht. Ich habe aber die alten Teile nicht gespielt. Vielleicht ist man dann ein bisschen mehr angefixt, weiß auch nicht. Ich hab die nie gespielt, sie hätten mich immer interessiert, weil aber halt aber nur unter der Prämisse, dass man sagt, man hockt sich mit ein paar Leuten zusammen und spielt das dann. Für mich allein war das jetzt auch nichts, weil ich sagte, dafür brauche ich das. Das war eben so. Ja, müssen wir uns den Kasten Bier jetzt einmal genehmigen, Corby, und dann spielen wir sowas. Das klingt gut. Das hätte ich gerne dabei. Lad man Seppi ein oder soll der abhauen? Na, Falle. Seppi, du bist herzlich eingeladen. Ja, passt. Oh, das gefällt mir. Dann gibt es endlich müssen wir auch unbedingt einmal The Quarry spielen. Stimmt, das wird man machen. Das kannst du, glaube ich, sogar bis zu 6 Spieler machen. Das wird man machen. Oh. Ja, wir müssen jetzt einen Stream mit einem Stream anfangen, das hilft nicht. Kann man im Weihnachtsurlaub mal machen, oder jederzeit. Das ist entspannt. Da kann man es machen, ja. Oder dann nächstes Wochenende, haben wir ausgemacht, dass wir uns Mario RPG einhauen, soll der Corby auch dazu kommen, dann machen wir uns den ersten Stream mit Mario RPG. Kündigen jetzt nicht an, oder noch stehen wir da wie die größten Idioten, die ganze Kack der Stream Ja, die Folge kommt erst raus, bevor der Stream überhaupt kommt, also wenn es nicht funktioniert, dann ist uns auch scheißegal. Also, wir sind fein aus dem Schneider. Wenn da nicht was sagt, dann sagen wir, hey, wir hätten mal gestreamt, das war zu da, Idioten. Clever. Ja, völlig. Ich weiß schon, wie wir das machen. Ja, wenn ihr dann auch nichts mehr habt für das, auf das euch wirklich freut im November, dann würde ich sagen, hören wir schon langsam auf, weil mein Controller ernten schon wieder auf mich Wort, die mich wieder als Fettsack-Elefant umeinander laufen und damit meine ich jetzt nicht mich in der Bude, sondern bei Mario. Dann macht es. Gute Idee. Macht es. Ich bin schon gespannt auf die nächste Folge, wenn wir dann ein bisschen mehr über Stronghold reden können, gell? Gell? Ja, dann nehmen wir uns dann extra 30 Sekunden Zeit. Ja. Das wird richtig brutal. Da freue ich mich schon drauf, das wird super. Da wünsche ich dir viel Spaß, Corby, auf alle Fälle. Da wünsche ich dir auf alle Fälle viel Spaß bei Stronghold. Seppi, dir viel Spaß bei Assassin's Creed, wie heißt es, Nexus, da wünsche ich dir auch viel Spaß. Und an die Hörer hier, verzeiht uns mal wieder, was bei euch im November alles jetzt gelaufen ist auf die Konsolen oder PCs oder am Handy. Und viel Spaß bei was auch immer es spielt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr jetzt so mitgemacht habt mit mir. Das war schön. Sehr gern, sehr gern. Nichts lieber als das, mein Freund. Nichts lieber als das. Ja dann, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Stronghold. Das weiß ich noch nicht, aber ich gehe stark davon aus. Okay, passt. Wiederschauen. Adieu.